Ein Gebirgssee in den Alpen. Forscher fahnden nach Leben. Sie finden Bakterien. Ein Getreidefeld bei Kiel. Der Weizen lebt nicht allein, bildet eine Lebensgemeinschaft mit Bakterien. Bakterien wachsen auf Wurzeln, auf Blätter von Weizen und spielen eine unglaublich wichtige Rolle für die Gesundheit der Pflanze. Sogar der Mensch ist abhängig von ihnen. Mittlerweile haben wir verstanden, dass quasi jeder Prozess im menschlichen Körper von Bakterien mit beeinflusst werden kann. Und somit können sie mitentscheiden, ob wir gesund oder krank sind. Alles höhere Leben ist nur möglich in Gemeinschaft mit Bakterien. Ob Pflanze, Mensch oder Tier. Diese symbiotische Gemeinschaft ist in der Evolution vor Millionen von Jahren gemeinsam entstanden. Und wenn man sowas entdeckt, dann muss man fragen, dann muss das wichtig sein. Es gibt einen Grund, warum das so lange gemeinsam ist. Und da sind wir dran, daran zu arbeiten. Der Biologe Ruben Sommaruga mit seinem Team auf einer besonderen Expedition. Das Ziel: ein Gebirgssee in den Alpen bei Innsbruck. Es ist Juni, Frühsommer, aber kalt und nass. Gegen Mittag erreichen sie ihre Forschungsstation auf 2400 Metern Höhe. Hier sind sie auch eingerichtet für längere Forschungsaufenthalte, Küche, Bad, Übernachtungsmöglichkeiten. Gleich nebenan der Gossenkölle-See. Die Suche gilt Bakterien, ganz besonderen. Das haben sie selbst vor 2 Jahren herausgefunden. Unsere Herausforderung ist heute, Wasserproben zu entnehmen und zu schauen, ob wir die Bakterien noch einmal finden. Und auch zusätzlich werden wir einige physikalische und chemische Parameter in Wasser direkt messen. Ja. Bakterien. Sie leben an den unwirtlichsten Plätzen. Etwa in Wolken. In dünner Luft legen sie große Entfernungen zurück. In der Tiefsee, in heißen Quellen am Meeresgrund, trotzen sie Temperaturen von über 100 Grad. Außerirdisches Leben? Wenn, dann werden es wohl Bakterien sein. Sie können tief unten in einem Planeten genauso leben wie in einer Atmosphäre ohne Sauerstoff. Und sie leben mit anderen höheren Lebewesen zusammen, etwa mit Weizen. Wie das untersuchen Kieler Forscher. Weizen ist eine Lebensgemeinschaft. Und was wir in unserer Forschung gern herausfinden wollen, ist, welche Bakterien existieren auf dem Weizen und was machen die da? Wovon profitieren die mit ihrer Lebensweise in der Pflanze? Und wie profitiert der Pflanze von dieser Lebensgemeinschaft? Der Weizen hat einen Todfeind, einen Pilz, gegen den bislang nur die herkömmlichen chemischen Spritzmittel helfen. Die Forscher haben eine geniale Idee. Vielleicht kann ihm seine Lebensgemeinschaft mit den Bakterien nützen. Bakterien als Pflanzenschutzmittel? Die Diagnose der Krankheit im Labor. Der Pilz, hier grün, kriecht in die Spaltöffnungen der Blätter. Er verbreitet sich, tötet die Blattzellen. Das Forscherteam untersucht die Blätter,
und sammelt Bakterien, die mit dem Weizen zusammenleben. Sie machen einen Test. Die wie Sand aussehenden Einzeller werden zum Kampf auf Leben und Tod gezwungen. Die Arena eine Glasschale, der Gegner der Pilz. Das Ergebnis? In großer Zahl töten die Bakterien den Pilz, wirken zumindest im Labor wie ein Immunsystem für den Weizen. Aber sie sind nicht selbstlos. Was haben die Bakterien jetzt davon? Also die Pflanze ist ja auch ein Lebensraum für die Bakterien. Die profitieren von den Zuckerstoffen, die durch die Photosynthese produziert werden, nehmen die Bakterien auf und das erlaubt dann das Wachstum der Bakterien. Jetzt, wenn so ein eindrängender Pilz da ist, das nimmt ja auch Zuckerstoffe von der Pflanze weg. Das heißt, das ist eigentlich eine Konkurrenz. Und wir vermuten, dass die Hemmung des Erregers durch diese Bakterien wegen solcher Konkurrenz einfach entsteht oder dass man die so erklären kann. Der Plan der Forscher? Die Lebensgemeinschaft des Weizens mit diesen Bakterien stärken. Also so viele Bakterien ins Feld einbringen, dass die Pflanze den Pilz besiegen kann. Gesunder Weizen weltweit, ohne Chemie, dank eines neuen Pflanzenschutzmittels mit Bakterien. – 12 Uhr mittags in den Innsbrucker Alpen. Die Suche nach den Bakterien im See beginnt. Die Lebensbedingungen ändern sich drastisch mit den Jahreszeiten. Im Winter gefriert der See und im Wasser ist es fast dunkel. Im Sommer kann er richtig warm werden und die UV-Strahlung reicht bis zum Grund. Der Klimawandel verschärft diese Gegensätze. Die Bakterien sind angepasst, besser als wir angepasst sind. Also das sind sehr große Veränderungen im Ökosystem und die Organismen müssen sich da anpassen, sonst wären sie nicht da. Und das ist genau was uns interessiert, ist eigentlich, ja, wie schaffen sie das? Also welche Anpassungsmechanismen haben sie während die Evolution akquirieren sozusagen und hier zu leben. Der See ist für die Forscher wie ein Labor. Er ist ein unberührtes Ökosystem. Keine Eingriffe vom Menschen überdecken die Veränderungen der Natur, etwa durch den Klimawandel. Über das ganze Jahr hinweg nehmen die Forscher Wasserproben, die zeigen, Mineralsalze sind kaum vorhanden, 10-mal weniger als im Innsbrucker Trinkwasser. Auch bietet der See wenig Nährstoffe. Die Bakterien selbst sind Nährstoffe, hier im See etwa für Kleinstlebewesen wie Wimpertierchen. Wir wissen, dass die Bakterien wichtig sind in den Nahrungsnetzen. Also viele Organismen fressen diese Bakterien und transferieren einfach die Energie und Materie zu einer höheren trophischen Ebene. Und das ist eine ganz wichtige Funktion. Ohne das funktioniert das Ökosystem nicht. Also wenn wir jetzt eine Welt ohne Bakterien hätten, dann werden wir keine Umwelt, so wie wir kennen, eigentlich haben. Ja, das ist klar. Ohne Mikroorganismen geht es nicht. Ohne Bakterien wäre sogar niemals höheres Leben entstanden. Und das passierte wohl vor über 1 Milliarde Jahre. Es fing an mit 2 Einzellern. Der größere, vielleicht ein Archebakterium mit ringförmigem Erbgut, nimmt ein kleineres Bakterium auf. Die aufgenommene Zelle verliert ihre Eigenständigkeit, sogar Teile des Erbguts, und stellt Energie her, wird zum Kraftwerk der neuen Wohngemeinschaft. Ein Zellkern, mit dem Erbgut entsteht. Schließlich zieht noch ein Cyanobakterium in die WG ein und betreibt Photosynthese.
Fertig ist die erste Pflanzenzelle, gemacht aus Bakterien. Ohne Pflanzen keine Pflanzenfresser, keine Fleischfresser, keine Nahrungskette, keine Menschen. Die Kieler Biologen Thomas Bosch und Alexander Klimowitsch am Polsee bei Kiel. Im See lebt ihr Forschungsobjekt, ein Tier, das mit Bakterien eine Lebensgemeinschaft pflegt. Die Forscher halten sich die Tiere im Labor, aber heute wollen sie einen Wildfang wagen. Die besten Chancen bieten die Unterseiten der Wasserrosen. Guck mal, Thomas. 1 und 2 hier. Oh, großartig. Das ist super. Das ist großartig. Fantastisch. Ja. Der Süßwasserpolyp. Musterbeispiel für eine Lebensgemeinschaft aus Tier und Bakterien. Wie leben denn die Polypen mit den Bakterien zusammen? Was haben sie voneinander? Wie halten sie sich über so lange Zeiträume zusammen in dieser Wohngemeinschaft auf? Was ist die Sprache? Was ist der Benefit, den man voneinander hat? Das sind Fragen, die uns interessieren. Jeder Polyp lebt als Wirt in einer Wohngemeinschaft mit bestimmten Bakterien als Untermieter. Das Tier tauscht sich aus mit seinen Bakterien. Sie sprechen miteinander. Aber wie? Das haben die Forscher nun herausgefunden. Der Polyp unterhält sich mit den Bakterien über seine Nervenzellen, hier grün. Die erhalten wiederum Post von den hier stäbchenförmigen Bakterien, Botenstoffe. Die Nervenzellen und die hier roten Bakterien unterhalten sich chemisch miteinander. Die Forscher stören diesen Postverkehr oder verändern die Zusammensetzung der Wohngemeinschaft. Der Wirt wird krank. Ein Beispiel. Ein Polyp mit gesundem Darm. Der Darm bewegt sich regelmäßig. Ist die Kommunikation gestört, dann auch diese Bewegung. Der Polyp bekommt Verdauungsbeschwerden. Er kann sogar den Mund nicht mehr richtig öffnen. Ein Polyp ganz ohne Bakterien. Er hat viele, aber unbrauchbare Fußansätze, hier orange. Das Tier hat normalerweise nur einen gesunden Fuß in intakter Wohngemeinschaft. Der Vergleich zu einer Wohngemeinschaft ist nicht ganz falsch, aber die Hosen haben eigentlich alle an, die in dieser Wohngemeinschaft leben. Weil wenn ich die Bakterien wegnehme, dann geht es der Hydra nicht gut. Und wenn ich die Hydra wegnehme, hat das Bakterium oder die Bakterien keine Wohnung mehr. Also ist es das Faszinierende für uns herauszufinden, wie hält sich denn diese WG aufrecht im Laufe von Millionen von Jahren und übrigens auch, wie hat sie sich überhaupt in der Stammesgeschichte entwickelt. Noch eine riesige Überraschung. Jeder Polyp unterhält seine ganz spezielle Wohngemeinschaft, lebt mit immer den gleichen bakteriellen Untermietern zusammen. Warum sitzen die zusammen in der Wohnung mit dem Polypen? Als wir das gesehen haben, und dann haben wir gemerkt, dass diese Wohngemeinschaft von Wirt und Bakterien eine ganz stabile ist. Und die Tiere, die Sie sehen bei uns im Labor, die sitzen in Plastikschalen, die haben künstliches Wasser und künstliches Futter. Und trotzdem behalten sie ihr gleiches Mikrobiom wie die Tiere, die wir draußen im Polsee finden. Fazit: Süßwasserpolypen können alleine nicht leben, sondern nur mit Bakterien zusammen. Diese WG ist keine Besonderheit, sondern der Normalfall. Unser Leben, das, was wir als tierisches, pflanzliches Leben bezeichnen, wäre ohne Bakterien gar nicht denkbar. Und
alle Organismen, soweit wir sie kennen, alle vielzelligen Organismen sind stabil mit Bakterien assoziiert. Und offensichtlich sind diese Bakterien wichtig für Gesundheit und Abwesenheit von Krankheit. Im Gebirgssee haben die Innsbrucker Biologen ihre Wasserproben genommen. In der Forschungsstation gleich nebenan machen sie sich an die Arbeit. Sie selbst hatten hier ganz besondere Bakterien entdeckt und hoffen, sie wiederzufinden für weitere Untersuchungen. Und tatsächlich, sie sind fündig geworden. Diese Bakterien haben sich den immer heftigeren Klimawechseln angepasst, gewinnen Energie aus Sonnenlicht auf zwei Arten, können zwischen ihren beiden Kraftwerken hin und her schalten, je nach Jahreszeit. Bakterien, die zäheste, vielleicht erfolgreichste Lebensform der Erde. Also ich denke, das zeigt uns, wie anpassungsfähig diese Mikroorganismen sind, und das zeigt uns, dass diese Mikroben eigentlich die ersten waren, dass die Erde kolonisieren haben, die Cyanobakterien. Und aufgrund dieser Fähigkeit, sich so anzupassen zu der Umweltveränderung, werden wahrscheinlich die letzte sein, wenn unsere Umwelt oder unsere Erde nicht mehr so, wie wir kennen, existieren. Also werden sicher die das schaffen, noch zu überleben, alle anderen Formen von Leben. Ja. In Innsbruck werden die Wissenschaftler die Bakterien weiter untersuchen. Die zäheste Lebensform, die Urlebensform, ohne die bis heute Pflanzen, Tiere und der Mensch nicht leben könnten. Die heimlichen Herrscher der Erde. Mittagspause an der Universität Tübingen. Das Forscherteam von Lisa Meyer untersucht Bakterien einer besonderen Lebensgemeinschaft, die mit dem Menschen. Die Wohngemeinschaft des Menschen mit seinen Bakterien ist so unverwechselbar wie sein Fingerabdruck. Dabei ist der Mensch in seinem eigenen Körper in der Unterzahl. Er hat mehr Bakterien als menschliche Zellen und überall andere. Auf der rechten Hand überwiegend andere als auf der linken. Auf jedem Zahn leben unterschiedliche Bakterien. Die Ernährung des Menschen ist auch ihre Ernährung. Der Darm ist bevölkert von Mikroben aller Art, Viren, Pilze und Bakterien. Die Mikroben im Darm enthalten weit mehr Erbgut als alle menschlichen Zellen zusammen. Zusammen wiegen sie gut 1/4 Kilo. Mit der verdauten Nahrung werden viele ausgeschieden. Rund 1/3 des Stuhls sind Bakterien. Die Tübinger Mikrobiologen untersuchen die Darmbakterien. Was sie schon wissen: In einem gesunden Darm leben die meisten Bakterien in guter Gemeinschaft mit dem Menschen. Viele sind sogar nützlich. Dieses Bakterium ist ein sehr gutes Beispiel dafür, warum wir Ballaststoffe essen sollten. Ballaststoffe können von unserem Körper selber nicht verdaut werden, aber dieses Bakterium kann eben die Ballaststoffe zerkleinern, runterbrechen zu kurzkettigen Fettsäuren. Diese kurzkettigen Fettsäuren wiederum beeinflussen dann zum Beispiel unser Blutzuckerspiegel. Diese Bakterien übernehmen gleich mehrere Aufgaben. Sie spielen eine wichtige Rolle, zum Beispiel als Energielieferant für Zellen aus dem Darmepithel. Sie sind wichtig, um die Barriere der Darmwand aufrechtzuerhalten, und sie können mit den Zellen des Immunsystems interagieren.
und eben das Immunsystem regulieren. Manche helfen nicht so sehr ihrem Wirt, sondern anderen Bakterien. Das sind Lieblingsbakterien von ganz, ganz vielen Mikrobiologen. Und es hat den Vorteil, dass es eben für die anderen den Sauerstoff wegfressen kann. Und dadurch entsteht eine Atmosphäre, die eben sehr, sehr niedrigen Sauerstoffgehalt aufweist. Und die anderen Bakterien, die sehr sauerstoffsensitiv sind, können dann tatsächlich in diesem Darm leben. Daher untersuchen die Forscher die Einzeller unter Plastikplanen in sauerstofffreier Atmosphäre. Die größte Gefahr für die Darmbakterien droht paradoxerweise von Seiten der Medizin. Die Bakterien werden verschiedenen Medikamenten ausgesetzt. Das Ergebnis? Rund ein Viertel aller Substanzen schaden der Wohngemeinschaft im Darm, auch wenn sie, anders als Antibiotika, gar nicht gegen Bakterien wirken sollen. Und das kann passieren. Die Medikamente gelangen wie das Essen über die Speiseröhre und den Magen in den Darm. Die Wirkstoffe töten wahllos Bakterien, schädliche, gesunde oder nur stille Bewohner. Plätze werden frei. Gefährliche Bakterien, hier rot, können sie einnehmen und machen den Menschen krank. Die Grafik zeigt die Zahl und Art der Untermieter einer Darm-WG, des sogenannten Darmmikrobioms, etwa vor und nach einer Medikamentengabe. Also auch, wie sich die Belegung verändert. Also wir können unser Mikrobiom beeinflussen durch unsere Ernährung, durch die Medikamente, die wir einnehmen. Und das kann man ganz eindeutig auch messen. Und jetzt kann man sagen, ja, aber was soll's? Das Mikrobiom hat sich verändert. Wenn man aber den Gedanken hat, dass das Mikrobiom eben gut oder schlecht auf den Rest des Körpers einwirken kann, dann ist es natürlich wichtig zu wissen, wie wir gut auf das Mikrobiom einwirken können. Daher ist gesunde Ernährung so wichtig. Vor allem für die Untermieter im Darm. Die haben genauso großen Einfluss auf die Gesundheit des Menschen wie umgekehrt. Die Bakterien essen ja praktisch mit. Auch sie verdauen und sondern Abbauprodukte ab. Das ist, wenn man so will, Bakterienstuhl. Der gelangt über die Darmwand ins Blut. Der Blutkreislauf ist voll davon. Fast alle kleineren organischen Substanzen im Blut stammen von Bakterien. So gelangen sie in jede Zelle des Menschen und wirken dort gut oder schlecht. Gesunde Ernährung fördert die guten Untermieter. Der Dank kommt postwendend über das Blut zurück. Regensburger Forscher untersuchen das Zusammenspiel zwischen Mensch und Bakterien. Aus den Grafiken eines Darmmikrobioms lesen die Forscher wie Sherlock Holmes aus einem Fingerabdruck. Ein Beispiel? Nicht nur Ernährung oder Medikamente, auch Rauchen beeinflusst das Mikrobiom. Erste Botschaft: Das Darmmikrobiom von Rauchern ist anders als das von Nichtrauchern. Rauchen hat einen Einfluss auf unsere Körpermikroben. Nicht nur auf die Zellen des Menschen, sondern auch auf die Bakterien, die in ihm wohnen. Verändert sich der Zigarettenkonsum, verändert sich auch das Mikrobiom mit unterschiedlichen Folgen. Und wenn die dann aufhören zu rauchen, sieht es plötzlich ganz anders aus wie auf dieser Seite, was zeigt, wie stark diese Veränderungen im Mikrobiom des Darmes sind. Dann gibt es leider bei vielen eine Gewichtszunahme. Und die Frage ist, wie kommt die denn eigentlich zustande, auch wenn man nicht mehr Gummibärchen isst zur Kompensation? Und das liegt ebenfalls an Mikrobiomverschiebungen. Und Sie sehen, wie stark sich das unterscheidet bei Rauchern, die Gewicht zunehmen,
und bei Rauchern, die nach Rauchstopp Gewicht nicht zunehmen. Das Ziel? Die Wirkung möglichst vieler Darmbakterien kennenlernen. Dafür entschlüsseln diese Maschinen das Bakterienerbgut. Dann könnten die Forscher nicht nur Gewichtsprobleme von Ex-Rauchern aus den Mustern herauslesen, sondern alle möglichen Gesundheitsrisiken. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Patient vielleicht in einigen Jahren zu seinem Hausarzt kommt und dort werden dann solche Mikrobiomuntersuchungen sachgerecht durchgeführt und mit Hilfe von Computerprogrammen und künstlicher Intelligenz, KI, können diese Muster dann gut interpretiert werden, um Risiken für den Patienten zu erfassen für bestimmte Erkrankungen und dann natürlich auch am besten präventive Maßnahmen dem Patienten zu empfehlen. Das können zum Beispiel Ernährungsumstellungen sein oder andere Dinge, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass eine Krankheit sich entwickelt. In Zukunft sollen die Darmbakterien nicht nur bei der Diagnose helfen, sondern sogar bei der Therapie. Dazu werden aus dem Stuhl gesunder Menschen Bakterien gefiltert und in Kapseln gefüllt. Diese guten Bakterien sollen die Darm-WG von Kranken aufrüsten. Eine Bakterienpille gegen alle möglichen Krankheiten, von Depression bis Fettleibigkeit. Da wollen wir hin. Das ist aber jetzt schon klar, das entbindet uns alle natürlich nicht davon, eine gesunde Lebensweise anzustreben. Das Ziel kann nicht sein, wir gehen alle ständig nur Burger und Sahnetorte essen und versuchen das dann zu kompensieren durch Darmbakterien, die wir uns über solche Wege wieder neu zuführen. Lisa Meyer und ihr Team genießen öfters süßen Nachtisch. Heute eine Geburtstagstorte. Die Dosis macht das Gift. Das gilt für den Menschen, aber auch für seine Untermieter. Bakterien. Sie bestimmen mit, ob ein Mensch gesund oder krank ist. Sie haben höheres Leben hervorgebracht. Dieses Leben wäre auch heute ohne sie nicht denkbar. Sie leben und wirken im Verborgenen, sind unsichtbar und doch so mächtig. Die heimlichen Herrscher der Welt. Die allermeisten tierischen und pflanzlichen Organismen, einschließlich des Menschen, sind stabil besiedelt von einer Vielzahl von Mikroorganismen. Ich sehe hier die Polypen, ich sehe hier die Pflanzen, ich sehe hier andere Tiere, die in diesem See hier drin sitzen. Dann müssen wir daran denken, dass es da auch noch eine unsichtbare Welt gibt, nämlich die unsichtbare Welt der Mikroben, die diesen Organismus mitprägen. Und sie prägen nicht nur seine Gesundheit und seine Fitness, sie prägen zum Teil auch sein Aussehen, seine Farbe. Die Mikroorganismen haben einen vielfältigen Einfluss auf, wie der Wirt denn am Ende wirklich funktioniert, aussieht und sich evolutionär auch behauptet.